Der Arme und der Reiche. Und noch dazu mal ist unser lieber Herrgott noch selten auf der Erde umeinander gegangen und hat sich überall umgeschaut, wie es zugeht auf der Welt. Einmal ist er spät auf die Nacht stormiert auf einem Feldstor gehockt und schaut sich umsonst nach einem Wirtshaus. Weit und breit ist nichts zum Sehen, nur 2 Bauernhöfe sind in der Nähe. Der eine großmächtig mit einer Mordsgerät ums Haus herum, ein schöner Viehstall und einem Stadel voller Heu und Gromat. Der gehört dem reichen Simmerl. Das andere, eine elendige Hütten mit einem winzigen Misthaufen und so klar, dass man einen Hausschlüssel in die Dachrinne reinlegen kann. Das gehört ein Veitel. Da denkt sich der Herrgott, gehst zum Simmerl, der spürt den Gast gar nicht. Da möchte ich übernachten. Wie er ans Fenster klopft, reißt der Simmerl gleich auf, das schäbert und steckt seinen dicken Schädel aus und schreit: Ja, Herrgott Sachsen, wer will denn noch was in der stockfinsteren Nacht? Sagt der Herrgott: Nix für Ungutbauer, ich darf um ein Nachtlager bitten. Der Simmerl dreht's Elektrische auf, schaut den Fremden an vom Kopf bis zu den Zehen. Und weil der recht armselig beieinander ist und nichts gleich sieht, sagt der Bauer: Kann ich nicht brauchen. All meine kleinen Kammern sind voller Draht und Samen und Äpfel und Birnen. Hab kein Platzl. Such dir nur woanders einen Unterschlupf. Und er wartet gar nicht, was der Fremde sagt, haut das Fenster wieder zu und lässt den Herrgott in der Finstern stehen. Der kehrt sich sagt kein Wortel nicht und klopft beim Veitel an. Gleich geht die Tür auf und der alte Veitel sagt mit seiner zittrigen Stimme: Hast dich gewiss vergangen, Herr Nachbar? Geh nur einer. Wenn du zufrieden bist mit einer kleinen Kammer, kannst du da bleiben bei der Nacht. Heute gehst ja du nicht mehr weiter. Der Herrgott geht gern eine in die Stumm. Da sitzt bei einem Petroleumlamperl die alte Lies und tut Zucker flicken. Freundlich hält's dem Fremden die Hände hin, nachher schlaft sie in die Kuche aus, legt ein paar Scheidel nach, sie hat einen Haufen Erdäpfel, holt einen Weiling Milli und bald sitzen sie um den kleinen Tisch in der Stumm und lassen sie das bisserl Essen recht gut schmecken. Nachher schiebt ihm Glis einen Mirsbacher Anzeiger zum Lesen hin und gibt einen Veitel einen Renner. Der spannt's gleich und geht mit ihr in die Kuche aus. Du Veitel, sagt Glis, heute legen wir uns 2 ins Heu und der Fremde soll in unserem Bett schlafen. Der ist ja stormiert, man sieht's ihm ja direkt an. Der Veitel ist gleich dabei und verrät nachher dem Fremden den Plan. Der Herrgott will aber nicht ums Verrecken in ein Bett nehmen. Aber die 2 lassen's bitten und spenzen nicht aus, bis er nachgibt. Und gut hat er geschlafen, wie ein Ros. Wie er in der Früh die Augen aufmacht, da riecht aus der Stumm schon der Malzkaffee raus. Und bald sitzt er wieder am Tisch beim Scherzl Hausbrot und einem Breckerl Butter. Den Herrgott hat die Gutheit von den 2 Alten so sakrisch gefreut und wie er für gut sagt, meint er noch. Weil's gar so brave Leute seid, dürft's eng 3 Sachen wünschen. Und alles geht sie aus. Sagt der Veitel: Was soll ich mir denn sonst wünschen, als die ewige Seligkeit und dass wir gesund bleiben, wir 2, und unser Auskommen haben? Einen 3. Wunsch wisst ihr nimmer. Da fragt der liebe Gott: Möcht's nicht lieber einen neuen Bauernhof statt deiner armseligen Hütten? Jäckel, nein, schreit die alte Lies, das möcht man freilich. Kaum hat's das gesagt, steht ein wunderschöner Hof am alten Platz, funkelnagelneu, und Rösser und Kühe schäbern mit den Ketten im Stall drin. Und ein paar Dutzend Hähner kratzen im Hof drin und Facke quichert's hinterm Stall. Dass die 2 nur mit dem Mai aufreißen fertig sind, ist der Fremde fort. Um die Zeit steht der Simmerl auf, wascht sich am Brunnerkranz sein Schädel und blutet wie ein Walross. Wie er sich gerade mit dem Handtuch abwischt, schaut er umeinander. Ja, was ist denn das? Na, er schreit seiner Bäuerin: Hey, Ursel! Ja, sieh ich recht oder spinn ich? Steht nicht beim Veitel drin ein neues Haus mit einem roten Ziegeldach? Die Frau kann nichts anderes sagen wie: Ja, gleich gehst du um mich, schreit der Simmerl und fragst, wie das zugegangen ist. Die Ursel kommt bald wieder und verzeiht voller Aufregung die Geschichte von dem Fremden und von den 3 Wünschen.
Sakra, sakra, flucht der Simmel. Ich kommt mit's reißen, ich Rindviech. Der Zauberer ist vor bei mir gewesen und ich hab ihn weitergeschickt. Da schimpft seine Frau und sagt, spann ein, du Grobian, du Grober, und fahr dem Fremden nach, dem wirst noch leicht erwischen auf der Deutzer Straße. Mein Lieber, hat der Simmel schnell eingespannt und wie der Teufel ist er davongerast, dass Swagerl grad so hin und her geschutzt hat. Richtig, geht gar nicht lang her, da wischt er den lieben gut. Gleich springt er vom Wagerl runter und sagt, nix für ungut hochwürden, mein Weih lasst mir keine Ruhe mehr. Ich muss dir nachfahren, weißt, gestern auf die Nacht, da hätte ich dich schon reinlassen, aber mein Weih hat halt den Hausschlüssel verlegt und bis ich ihr geschrien hab, bist du schon wieder davon. Aber gell, den Gefallen tust mir, wenn's wieder einmal bei uns vorbeikommst, kehrst du bei uns. Der Herrgott sagt, naja, wenn ich wieder mal den Weg komme, nachher kehre ich ein. Jetzt ruckt der Simmel seinen Hut, er fängt auf den Kopf schwitzen und meint, was etwa verlaubt hochwürden, dass ich auch 3 Wünsche sagen dürfen? Von mir aus schon, sagt der Herrgott, aber ich an deiner Stelle darf mir lieber nichts wünschen. Aber der Simmel lässt das Betteln nicht nach und endlich sagt der liebe Gott, in Gottes Namen fahrst halt heim und die 3 Wünsche, die dir kommen, gingen gewiss und wahr in Erfüllung. Kaum, dass er noch Zeit hat zum für Gott sagen, steigt der Simmel geschwindigst auf sein Wagerl und fährt heim zu. Allerweil denkt er nach, was er sich Gescheites wünschen kann. Sein Ros, das lange Stehen nicht vertragen kann, ist gar nicht fromm und steigt alle Damen lang in den Tee. Schinterviech damisch, schreit der Bauer und haut ihm Gorsel über die Haxen. Da wird der Heiter erst recht narrisch und bockt. Der Simmel reißt den Zügel zurück und flucht. Racker Gott, verfluchter! Ja, wenn's nur gleich tot umfeuerst! Rutsch! Liegt das Wagerl schon im Straßenkram und das Ros maustot daneben. Kannst dir denken, wie der Simmel geflucht und gewidert hat. Aber das Ros ist nimmer lebendig geworden. Da schneidet das Lärmzeug runter, nimmt den Kummert weg und hängt's um. Jetzt muss er halt gehen. Und da denkt er nach, wie er in der Sonnenglut so dahinkeicht, was er sich wünschen sollte. Meint er, es war ihm was Gescheites eingefallen, denkt er wieder nach, ob's nicht noch was Gescheites geben kann. Und die Hitze wird allerweil ärger, der Durst allerweil größer. Da ärgert er sich über sein Weih, die ihn von daheim weggesprengt hat und seinem in der kühlen Stube sitzt und ein frisches Maß Bier trinkt. War mir schon am liebsten, platzt er auf einmal raus. Die Urschel hätte den Kummert um den Hals und konnte sich nimmer rühren und reimen. Hupsti, ist der Kummert fort. Dem Simmel wird ganz zweierlei. Sakra, denkt er sich, jetzt glaub ich gar, sind mir schon 2 Wünsche ausgegangen. Und er tummelt sich recht schnell heim. Da will er sich nachher recht langsam in der Ruhe auf den letzten Wunsch besinnen. Aber wie er bei der Stunde reingeht, da sieht er sein Weih dort hocken beim Tisch mit dem Roskummert um den Hals und kann sich nicht rühren und nicht reimen. Der Feitel tröst's. Sei nur stark, Alti. Ich wünsch dir jetzt alles Schöne und Gute von der ganzen Herrgottswelt. Nur halt die Staat. Ich pfeif dir auf deine Wünsche, schreit Bayerin Fuchsteufelswild. Du dummes Luder, was hilft mir alles Schöne und Gute, wenn ich wie der Breindl im Kummer da hocken muss die ganze Zeit? Und Augen hat's gemacht, die Alt, dass der Simmel ganz der Schrucker ist. Was bleibt ihm aufgelitzt übrig? Er wünscht halt den erst, sein Urschel möchte vom Kummert wieder loskommen. Und so ist geschehen. Aber der Simmel hätte da nicht sein mögen. Der Feitel aber lebt drin mit seiner Alten, lustig und zufrieden, bis an sein seliges End. Ja, und so ist unser heutiges Märchen zu Ende gegangen. In dieser starken Zeit, in der es draußen ruhig und kalt wird, wünschen wir euch von ganzem Herzen ein warmes, friedliches Weihnachtsfest. Genießt die gemütlichen Stunden mit euren Lieben, die gute Gespräche und die kleinen Freuden, die diese Zeit so besonders machen. Lasst es euch einfach gut gehen, feiert sie. Schöne Weihnachten.